zusammen und herzlich willkommen zurück zu F1 2021 in der MyTeam-Karriere mit Castle Motorsport. Wir gehen jetzt gerade direkt in die Sommerpause rein. Das nächste Rennen ist in Belgien. Wir sind jetzt erst in Ungarn gewesen und sind in der 15. geworden. Eigentlich für unser Team eine solide Leistung. Also anhand, wie wir gesehen, wie gut dass wir stehen momentan im ganzen Feld. Wir sind ja das zweitschwächste Team eigentlich noch. Von dem her ganz okay. Und ja, dann schauen wir jetzt mal, was jetzt uns in Belgien noch erwartet. Und ja, let's go. So, also, wir sind kurz vom Rennen. Jetzt bin ich noch kurz in die Mails gegangen. Jetzt habe ich mitbekommen, dass der Räikkönen scheint seinen Rücktritt angekündigt hat. Der geht aus der Formel 1 raus, alles klar. Und der Ben hat jetzt hier uns erklärt, wir sollen ein bisschen die Augen offen behalten. Es könnte sein, dass man dann eventuell da durch den Fahrerwechsel alles drum und dran noch irgendetwas könnte abfangen an anderen Fahrern. Mal schauen. Ich glaube, wir machen hier auch noch Gewichtstraining machen für den Alesi. Ich glaube, das ist für ihn nicht einmal so schlecht. Und ja, dann gehen wir jetzt aber ab nach Belgien. So, herzlich willkommen zum Blitzqualifying. Ich bin im Training ein bisschen gefahren, habe ein gutes Setup gefunden und ja, ich würde mal sagen, wir legen los. Das Problem ist halt, mit dem Auto, ich kann nicht Vollgas durch den Rausch durchbrettern, weil sonst fliege ich komplett ab. Also ich habe es jetzt ein paar Mal probiert und jedes Mal ist eigentlich das Heck ausgebrochen und ich konnte das Auto fast abfangen. Eins hat es mit gedreht, aber zum Glück nur eigentlich hinten aufgeschlagen und dann ja, hinten ein bisschen den Heckflügel beschädigt wegen dem. Aber sonst war es eigentlich voll okay gewesen. Und ja, ich würde mal sagen, wir legen los. Wir gehen jetzt ein bisschen Blitzqualifying, hoffen, dass wir gut vorkommen. Wir hatten ja 2 Updates gehabt, die eigentlich, muss man wirklich sagen, sehr gut waren. Also das Chassis ist schon einmal gekommen, das merkt man schon. Also das Auto ist ein bisschen schneller, denkt es mir. Aber ja, wir sehen es jetzt gerade, wo wir landen schlussendlich. Let's go! Okay, nicht schlecht durch die Kurve durchgekommen. Oh. Okay, das ist jetzt mit Abstand. Das klingt jetzt scheiße, aber ich bin mit Abstand jetzt am besten durch den Rausch durchgekommen. Jetzt hier im Qualifying und im Training war es immer schlimm gewesen. Also mit Abstand am besten durchgekommen bis jetzt persönlich. Boah, shit. So, jetzt mal schauen, ob wir noch etwas rausholen aus dem Auto. Den letzten paar Meter, wir sind momentan P13. Oh, P10! Wir sind gerade P10 geworden, noch Trophäe bekommen. Ich brauche nur eine Runde. Wir sind aber gerade P10 geworden, kann das sein? Das wäre mega gut für uns. Yes, wir sind sogar schneller als Aston. What? Oh mein Gott, unser Update hat sehr viel gebracht im Fall. Krass, okay. Wo ist eigentlich der Alesi? Alesi ist 21. Ja, mit dem sind wir gar nicht zufrieden. Ja, wir schauen jetzt mal. Vielleicht kriegen wir noch eine Position mehr über, wenn es vorne eine Strafe geht oder so. Wer ist mein Rival momentan? Da würde ich sagen, der Ocon. Es muss eine Erleichterung sein, so weit vorne zu starten. Dann nehmen wir das. Klasse. Ah, das ist alles. Okay, sehr gut. Ja, nice. Also, wir schauen jetzt mal, ob wir vielleicht sogar noch ein bisschen weiter vorne starten durch Strafen. Ja, die neue Pose, die ich ausgewählt habe. Aber Fahranerkennung bzw. Teamanerkennung ist recht aufgegangen. Das freut mich. Jetzt können wir dann gleich einen neuen Sponsor haben. Und das freut mich dann nur noch mehr. Dann sieht mein Auto nicht mehr so nackt aus, weil jetzt momentan halt ja fast nicht drauf ist. Mal gucken. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Lewis Hamilton von der Pole Position. Und Valtteri Bottas macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus: Norris,
Ricciardo, Charles Leclerc und Verstappen. Perez, Tsunoda, ein Wagen des neuen Teams und Pierre Gasly. Vettel, Stroll, Fernando Alonso und Raikkonen. Ocon, Mick Schumacher, Antonio Giovinazzi und Carlos Sainz. Russell, Mazepin, Alesi und Nicolas Latifi. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Ich muss, glaube ich, die Pose wieder ändern, es sieht scheiße aus. Okay, wir sind P9, also es hat noch eine Strafe gegeben, wir sind vorgerückt. Und ja, wir schauen in die Rennstrategie rein. Wir starten mit der Soft und gehen nachher auf Medium. Und das ganze Rennen über bleibt trocken, das gefällt mir sehr sogar. Und wir nehmen den Sprit wieder ein bisschen runter. So, und dann würde ich sagen, let's go! Okay, ganz ordentlich weggekommen. Oh! Und da haben wir eine Kollision gehabt. Achtung, das virtuelle Safety Car wurde eingesetzt, weil sich zu viele Trümmerteile auf der Strecke angesammelt haben. Habe ich einen Damage bekommen von dem? Oder nicht? Oder ist es nur der... Nein, mein Auto ist noch ganz, okay. Das war wirklich nur der Leclerc oder so, den ich jetzt getutscht habe, der leider das Auto jetzt kaputt hat wegen mir. Ja, sorry Leclerc, aber wir sind mega weit vorne. Hey, kann das sein, dass unser Chassis nur wegen dem jetzt so schnell ist? Also, dass unser wegen dem jetzt so schnell geworden ist? Wir sind Fünfte. Gut, mal schauen, wie es über die Renndistanz ausgeht. Es kann dann sein, dass wir ein bisschen Probleme werden haben. Aber wir schauen jetzt mal. Aber wäre für unser Team super, wenn wir jetzt hier wieder vorne bleiben. Gut, das Spa kenne ich halt natürlich relativ gut. Da bin ich schon ein paar Mal gefahren. Das ist auch eine meiner absoluten Lieblingsstrecken neben Spielberg. Und ja, was würde ich noch dazu nehmen? Ich weiß gar nicht. Was würde ich noch dazu nehmen? Monza würde ich noch sagen. Ist auch eine sehr geile Strecke. So, Restart kommt. Jetzt müssen wir langsam werden, weil sonst so eine Strafe. Ach shit. Okay. Ja, jetzt ist natürlich, weil der Leclerc einen kaputten Frontflügel hat, haltet der natürlich hinten jetzt den ganzen Verkehr auf, weil die KI wieder zu dumm ist zum Überholen. Es gibt uns natürlich eine Lücke, aber ob wir am Ricciardo dranbleiben, da ist ein bisschen fraglich, weil der hat natürlich schon eines der schnellsten Autos im Feld, beziehungsweise ja, Mercedes allgemein. Gel wieder, aber das ist wegen dem Leclerc. Für uns ist es natürlich gut, weil jetzt haben wir hinter uns eine Lücke. Heisst es, ein Verstappen, der hinter uns ist, der holt uns vielleicht nicht so schnell ein. Aber wir sehen es jetzt dann. Oh, okay, ja, das ist schon wieder so klar. Aber das Chassis-Update, das wir jetzt gebracht haben, das hat mega viel ausgemacht. Das Auto fühlt sich wirklich mega flink an jetzt. Nicht mehr so extrem träge. Einfach in der Orange, aber dort, ist, ja, dort habe ich auch mit einem normalen Auto relativ viel Mühe. Aber eben, wie gesagt, wir wollen jetzt auch nicht verschreien. Es kann sein, dass wir jetzt noch recht hinterher gespielt werden. Dann. Oh. Jetzt hat sie fast gedreht. Näher uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Okay, Verstappen ist schon da. Man sieht, es geht relativ schnell. Oh. Man hat natürlich noch ein bisschen den Vorteil, dass er viel Geraden hat auf dieser Strecke.
dass wir hier eigentlich unsere Motorleistung ausnutzen können. Okay, ja, Verstappen ist nicht mehr. Vettel ist auch noch gerade dran und er hat so eine kleine Lücke gegeben mit der Alpha Tauris. Also ich denke, der Verstappen und der Vettel werden wahrscheinlich an mir vorbeiziehen. Und dann die beiden Alpha Tauris. Das wird nicht schwieriger werden für die. Scheiße, du rauschst, da habe ich so viele Probleme immer. Jetzt kommt natürlich da der Verstappen. Ich versuche mit ERS noch etwas rauszuholen. Oh, da gehen wir jetzt eben durch die Kurve. Oh, ich bin voll in ihn reingerutscht, glaube ich. Tut mir leid, Verstappen. Aber ich habe gerade den Grip verloren, da kann ich auch nicht viel machen. Mal schauen, ob wir eine gute Inlap machen können. Oh, jetzt zieht der Rausch wieder. Der Rausch ist einfach so schwer. Wow! Der wollte den Rausch noch vorbeiziehen. Jetzt kommt der Vettel. Ich probiere. Oh, ich werde links und rechts überholt! Oh shit! Oh, da habe ich den Verstappen berührt. Wow, der Vettel! Oh mein Gott! Oh, sorry, aber da kann ich jetzt aber gar nicht machen. Ach, scheiße, okay, Verstappen ist durch. Habe ich meinen Spoiler beschädigt? Nein. Oh mein Gott, was das jetzt für ein Battle schnell kurz war. Aber der Vettel hat richtig kassiert, es tut mir so leid, aber ich konnte nichts machen, weil rechts war der Verstappen beim Sandwich. Ich konnte nicht rechts ausschwenken, weil sonst hätte ich den Verstappen verwünscht und der Vettel ist einfach links innen geblieben. Ja, da kann ich dann auch nicht mehr viel machen. Jetzt haben wir die beiden Alpha Tauris hinter mir. Ich hoffe, die kommen nicht vorbei. Ich habe irgendwie das Gefühl, die werden eben auch noch relativ zackig sein. Wir fahren hier momentan gerade in einer Liga, die eben nicht meine Liga ist. Und das macht eben das Ganze nicht so einfach. Aber wir schauen jetzt mal, wo wir landen nach dem Boxenstopp, beziehungsweise wie dann nachher der zweite Stint wird werden mit den neuen Reifen. Eieiei. Verstappen wird wahrscheinlich vor mir bleiben. Ich denke, die... Nein, wir kriegen eine neue Nase, weil wir eine Deckelbeschädigung geholt durch den kleinen Thatcher. Scheiße, okay, das spült uns jetzt natürlich wieder ein bisschen hinterher. Kommen wir noch vor dem Leclerc raus. Ja, wir kommen vor dem Leclerc raus. Beziehungsweise neben ihm. Oh! Perez ist auch weit hinten. Ne? Was machst denn du da hinten? So, ERS und DRS gehen zusammen. Jetzt sind wir mal hier die Reifen warm bekommen. Und dann schauen wir mal, wie gut dass der Reifen funktioniert auf dieser Strecke. Wow. Bis jetzt in der ich werde immer E-Rouge sagen. Orange innen. Hat er jetzt gar nicht funktioniert, aber das ist meistens so, wenn du frisch aus der Box rauskommst, dass du dort dann gefühlt einfach nur am Rumsliden bist. Jetzt schauen wir mal, jetzt kommen wir viel aus der Box raus. Shit, da haben wir recht viele Positionen verloren jetzt. Holy shit. Was ist passiert? Oh, Leclerc! Wieder eine mehr. Krass, Leclerc los. Perez hinter mir. Oh mein Gott!
Gut, wir haben natürlich noch viel Zeit verloren, wenn wir noch den Spoiler gewechselt haben. Gell? Darf man nicht vergessen. Okay, wir haben einen guten Exit gehabt. Können wir jetzt am Perez vorbeiziehen? Da haben wir noch ein bisschen ERS rein. Das ist wieder rausnehmen weg der Kurve, aber sonst drehe ich mich weg da. Jetzt wieder rein. Vielleicht beim Anbremsen. Oh, da haben wir sie wieder zurückgeholt, die Position. Nicht schlecht, und noch das DRS geholt. Und das nächste Ziel ist der Räikkönen. Da sind noch ein paar in der Box drin, so wie es aussieht. Ich habe einfach so viele Probleme mit der Rouge. Etwa 4 Runden. Also Räikkönen und Antonio ist vor uns. Schon wieder geil. Okay, alles klar. Der Perez? What? Der Perez? Es hat nicht gedreht. Das ist gar nicht mitbekommen, weil ich mich gar nicht in den Rückspiegel konzentriert habe. Da sind wir Räikkönen dran. Verteidigt er innen? Nein. Da hat er noch zurückgezogen. Merci für den. Du hast es auf den 13. Platz geschafft. P13. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 9,9 Sekunden. Jetzt haben wir den Antonio vor uns. Den sollten wir eigentlich auch noch catchen. Okay, jetzt sind wir einigermaßen durch den Rausch durchgekommen. ERS, DRS, wieder alles, was der Motor kann. Sainz auf den harten Reifen. Auf den ganz, ganz harten Reifen. Macht in meinen Augen nicht viel Sinn. Egal. Also da vorne sind alles Fahrzeuge, die wir rein theoretisch catchen können. Ocon, unser Rival, den sollten wir eh noch holen. Wir haben aber nur noch 2 Runden, also es bleibt spannend bzw. es wird schwierig. So, wir haben einen sehr guten Exit gehabt. Dann haben wir Antonio dran. Wird aber schwierig, ihn jetzt hier überholen. Ich muss noch ein bisschen vom Gas gehen. Jetzt vielleicht beim Anbremsen. Genau gleich wieder rein können und wir ziehen dann durch wieder. Genau das gleiche Manöver, dass wir aber ein bisschen weit rauskommen. Es gab einen Zwischenfall mit Trümmerteilen auf der Strecke. Okay. Haben die Marshals alles rechtzeitig wegräumen können. Es gibt keine Pläne für ein Safety Car. Oh, da zieht es auch noch ein bisschen weiter raus. Okay, jetzt haben wir davor uns den Sainz noch. He? Oh, Antonio kommt. Ich habe keine DRS mehr, jetzt zieht er wahrscheinlich vorbei. He? Geht vielleicht beim Anbremsen? Nein, nein, nicht. Die Position wieder verloren. Etwa 2 Runden kommen. So, wir sind wieder gut rausgekommen. Mit ERS vielleicht. Jetzt wieder beim Anbremsen. Das mal deckt er ihn ab. Er geht aus rum. Oh, okay. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Letzte Runde. Gut durch den Rausch durchkommen und aber die DRS nutzen. Also nicht gut durchgekommen. Haben aber das DRS. Räikkönen kommt von hinten.
So, jetzt aber. Ah. Wow, Alter, das ist nicht Kurve, wie dumm! Okay, aber wenn es so kalt in der letzten Kurve sind wir 12. geworden. Oh mein Gott, wie der Kurve noch geschnitten hat, Antonio. Aber ich bin auch um und gerade so reingestochen. Ich habe nicht gerade abbremst, sondern schräg reingebremst. Aber ich habe nicht während der Bremse noch übergezogen, sondern ich bin einfach quer gestanden beim Abbremsen und habe reingezogen. Holy shit, aber was das jetzt so war am Schluss. Oh mein Gott. Mercedes ist wieder ein Bottas hat gewonnen, alles klar. Nice, geiles Rennen gewesen. Also vor allem jetzt am Schluss noch richtig spannend. Schade, dass wir dort noch die Berührung hatten mit dem Verstappen, dass wir dort halt noch den Frontflügel beschädigt haben, weil sonst wären wir wahrscheinlich viel weiter vorne platziert worden. Aber durch den Boxenstopp mit dem Frontflügelwechsel hat natürlich viel Zeit gekostet. Das ist halt sehr, sehr schade. Aber wir sind doch mit dem Chassis jetzt 3 Plätze besser gewesen als vorher eigentlich, also in Ungarn. Ich weiss jetzt nicht, hoffentlich wird das auch gut gewertet von den Sponsoren. Das wäre cool, oder Teamanerkennung. Schauen. Ja, natürlich jetzt die Rivalität, da sind wir natürlich ja, ein bisschen weiter hinten. Ocon ist natürlich dann schon ein Brett wahrscheinlich mit Alpine. Ja, es geht auf, bitte 10. Gang bitte auf 10. Ich glaube, das langt. Come on, come on. Yes! Oh, aber wir haben recht viel geholt. Geil. Okay, es gibt einen neuen Sponsor in dem Fall. Da finde ich sehr gut. Jetzt können wir einen neuen Sponsor aussuchen. Wir schauen jetzt gerade mal schnell, was wir für einen Sponsor holen können. So, wir sind zurück im Hauptquartier und haben jetzt eine Sponsorerneuerung, die wir machen. Okay. Ah, jetzt habe ich einfach Dings gewählt, dass es okay ist, oder was? Ups. Schlage deinen Rivalen im Qualifying. Ah, okay. Okay, jetzt haben wir den. Ah, den haben wir jetzt mal erneuert. Ja, das ist eigentlich auch easy. Mit Mokon zusammen wäre es vielleicht jetzt auch realistisch. Unser Auto wird ja immer besser. Aber wir können jetzt nochmal einen neuen Sponsor auswählen. Und auf da habe ich richtig Bock. Jetzt schauen wir mal, was wir da für Challenges haben. Wir haben Shark, verdienen mehr Punkte als das Team, das sich im Leistungsvergleich der Fahrzeuge direkt über dir befindet. Das wäre jetzt eigentlich Haas. Und wir sind immer besser als Haas. Also nehmen wir doch am besten das, würde ich mal behaupten. So, dann haben wir hier nochmal einen weiteren Sponsor, der uns ein bisschen Cash gibt. Und das finde ich sehr, sehr gut. Sehen wir das schon, der Sponsor jetzt auf unserem Auto? Sieht nicht so aus, he? Ich sehe keinen Shark. Oder wisst ihr wo? Ja, da würde ich mal noch behaupten, dass das eigentlich schon alles war. He? Also, wir können noch Entwicklungen machen. Wir haben jetzt ja 2 Plätze, die wir entwickeln in der Chassisabteilung. Und ich glaube, das machen wir auch gerade. Monocoque-Struktur, das machen wir gerade. Das ist ein grosses Update eigentlich. Das ist auch Gewichtsreduktion, dass das Auto mal ein bisschen schneller wird. Dann 4% haben wir auch noch drauf und es lenkt locker. Zwar eine hohe Fehlerquote und es geht auch relativ lang, das kriegen wir erst ab Ende September über. Aber es würde uns einen riesen Sprung geben und das machen wir. Und dann machen wir noch ein kleines, den Rolldämpfer hier vielleicht. Das ist zwar Reifenabnutzung, aber ja, komm, machen wir gleich auch. Let's go. So, dann haben wir nämlich eine recht grosse Entwicklung noch in der Chassisabteilung. Und dann wären wir eigentlich ja, etwa gleichwertig wie Haas, wobei die Frage ist natürlich auch, wie viel das Haas noch in der Entwicklung hat. Gut, aber da würde ich mal sagen, das war es mit der Erfolg von F1 2021. Wir gehen das nächste Mal nach Holland. Das nächste Rennen ist in Holland. Und ja, dann gucken wir mal, ob wir dort auch wieder gut die Position rausfahren können oder nicht. Jetzt bin ich eigentlich relativ zuversichtlich jetzt mit dem neuen Chassis, das wir haben. Jetzt in Belgien hat es sich eigentlich wirklich gut angefühlt. Ich hoffe, in Holland wird das auch so sein. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und wenn ihr das Video teilen würdet. Und sonst sehen wir uns dann einfach in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.